So ein stattliches Anwesen sieht man selten. Die Zenzmühle in Antwort bei Bad Endorf. Hier lebt Großfamilie Brückner. Sie hat das renovierungsbedürftige Denkmal 2010 gekauft und machte daraus ein Mehrgenerationenhaus. Die Familienoberhäupter Angela und Ralf hatten 8 erwachsene Kinder und Enkel waren in Sicht. Expansion braucht Platz. Da entdeckte Sohn und Schauspieler Maximilian Brückner diese Immobilie im Internet, sagt sein Bruder und Zimmerer Dominikus. Dann hat er das gesehen und hat gesagt, ja, das müssen wir jetzt anschauen. Da ist ein Quellen dabei, da ist eine Turbine dabei. Das ist genau das, was wir gesucht haben. Ich habe gesagt, wir haben ja gar nichts gesucht. Ja, aber das müssen wir anschauen. Und dann sind wir da hergefahren und... Es hat ja von außen eigentlich schon top ausgeschaut. Nein, ich habe das anders gesehen. Also. Ich habe, glaube ich, 2 Wochen gerechnet. Und dann habe ich aber gesagt, das ist finanzieller Selbstmord. Da werden wir nie mehr schuldenfrei in unserem Leben. Und dann habe ich gesagt, das machen wir nicht. Und dann hat aber der Papa gesagt, nein, ihr Feiglinge, also das machen wir miteinander. Alzheimer, tut mir leid. Zutrauen tun wir es. Und sie waren auch so toll und haben so hingelangt. Und ich meine, der Maxi, der ist wirklich Schauspieler, der ist da durch den Dreck gekrochen, der Xaverl, der Flo, die haben gearbeitet wirklich wie die Viecher. Aber wir haben immer einen Spaß dabei gehabt. Ich habe oft gesagt, sagt mal, kriegt sie was fürs Lachen auch noch zahlt? Weil die haben die richtige Gaudi bei dem Ganzen gehabt. Und das war das Schöne. Ich habe dann gemerkt, dass die Familie damit unheimlichen Schub kriegt und zusammenwächst. Mit großem finanziellen Einsatz und ebenso großer Eigenleistung machten die Brückners die Mühle wieder zu einem Schmuckstück. Das Haus ist zweigeteilt. Die linke Seite mit den hellen Fenstern ist der Wohnbereich. Die rechte Seite mit den dunklen Fenstern gehört zur Mühle. In Antwort gab es einst 7 Mühlen, gespeist von der Antworter Ache. Nach dem verheerenden Hochwasser 1974 wurde die Zenzmühle aufgelassen. Doch die Mühlentechnik von 1910 ist fast komplett erhalten. Die Turbine schafft bis zu 6 Kilowatt. Das reicht leider nicht, damit das ganze Haus mit Strom versorgt ist. Doch das Anwesen verfügt auch so über eine Wahnsinnsenergie. Die einst größte Mühle an der Antworter Ache strahlt oberbayerisches Selbstbewusstsein im besten Sinne aus. Selten findet man noch so schön erhaltene Holzbalkone mit solch filigranen Mustern. Doch das alte Gemäuer von 1820 brachte bei der Renovierung manch böse Überraschung. Ich glaube, wenn man alles auf einmal weiß, dann macht man es nicht. Also das waren Gott sei Dank über so Scheibchen, so Salami-Taktik. Also das Dach war eine Katastrophe, aber das war Gott sei Dank mein Gewerk, da kenne ich mich aus. Und da waren wir innerhalb von 14 Tagen waren wir da durch. Da waren wir eine massive Truppe, das hat gut hingehauen. Ja, und dann, wir waren noch nicht mit dem Eidecker fertig, dann hat der Max und der Flo schon mit dem Bagger unten reingelaufen und haben da alles rausgebrochen. Also wir haben dann gleich einen Bagger gekauft und so einen Bobcat und die haben da die Hexte frei gehabt. Also ich war da noch am Dach und dann haben die da unten schon rausgerissen. Und dann waren einmal Positivpunkte habe ich gehabt, dann ist oben die Decken, da habe ich gemeint, die Balken haben noch einigermaßen und dann war das alles kaputt eigentlich. Dann haben wir die Bohnen rausgerissen und die waren eigentlich alles der Feit. Ans Haupthaus angebaut ist die Tenne, heute Werkstatt von Dominikus, den alle in der Familie Niki nennen. Dort kann der Zimmerer und Holzbauingenieur auch viel fürs eigene Haus schaffen. Und nebenbei spielt er wie ein paar andere seiner Geschwister bei den Riederinger Musikanten in der früheren Heimat der Brückners. Eine Etage tiefer trifft man seine jüngste Schwester Isabella oder einfach Bella. Dort, wo früher der Stall war, haben die Brückners einen Trachtenladen eingerichtet. Um den kümmert sich Bella als Ideengeberin. Die gelernte Kinderpflegerin hat dafür noch eine zweite Ausbildung absolviert und wurde Textilfachwirtin. Da wir alle mit der Tracht aufgewachsen sind und so tief verwurzelt sind, haben wir gesagt, machen wir doch ein schönes Trachtengeschäft hinten auf. Und sagen wir so, das war eigentlich skurril, weil man sagt, in Antwort, irgendwo im Nirgendwo, im Hinterhof, traut man sich einfach ein Trachtengeschäft aufzumachen. Aber ja, haben wir dann einfach gewagt. Ja. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Das schöne Angebot und Ambiente hat sich herumgesprochen. Bella hat sogar inzwischen mit Schwester und Moderatorin Susanne eine eigene Dirndl-Kollektion gestartet. Im Haupthaus herrscht folgende Wohnaufteilung.
Im hinteren Teil lebt Maximilian mit Familie, in der Mitte Niki mit Familie und im vorderen Teil Bella mit den Eltern. So, ich klopfe immer, weil das der Mama ihre Wohnung ist. Da geht man nicht einfach so rein. Nein, hier ist gerade nicht viel los. Aber normal ist das schon das Zentrum vom Hof. Deswegen haben wir die auch ziemlich groß gestaltet. Weil das war auch früher bei uns immer so, in der Küche spielt sich alles ab. Da gehört ein großer Tisch rein, ein Kanapee, wenn einer krank ist, dass er nicht irgendwo anders ist, sondern auch immer im Zentrum. Und lieber eine kleine Stumme, aber eine große Küche. So schaut's aus. Die Mama hat viel Platz zum Kochen. Ab und zu kommt auch der gemauerte Holzofen zum Einsatz. Er heizt den Kachelofen in der Stube nebenan gleich mit. Als die Mühle noch eine Bäckerei hatte, war hier der Verkaufsraum. Jetzt Essplatz. Die Stube nebenan, bayerisch rustikal. Ganz klassisch mit Herrgottswinkel. An Weihnachten kommt hier die ganze Familie zum Feiern zusammen. Angela und Ralf haben nun, neben ihren 8 Kindern, inzwischen 9 Enkel. Da wird's wahrscheinlich ein bisschen kuschelig hier drin. Oma Angela stammt übrigens aus einer alten ungarischen Adelsfamilie. Deren Wappen wurde im Flur verewigt. Vor 2010 liefen die Bewohner noch den 50 Meter langen Flur komplett nach hinten, wenn sie aufs Klo mussten. Bei den Brückners gibt es jetzt kurze Wege, nicht nur bis zum Heisel. Denn jeder hat sein eigenes Zuhause im Haus. Das ist jetzt also besonders, ich komme meine ganzen Enkelkinder, das ist ja alles, wir sind alle beieinander da. Jeder hat zwar seine eigene Haustür, aber ich kriege halt alles mit. Die meisten von Angelas Enkeln leben hier auf der Zenzmühle, fast wie die Kinder von Bullabü. Niki wird mit Frau Maria und seinen beiden Kindern bald umziehen, und zwar in den vorderen Teil des Haupthauses, da wo jetzt noch Ralf und Angela wohnen. Denn die beiden Herrschaften bekommen bald ein niegelnagelneues Zuhause, eine Art Austragshäusel. Und zwar gleich nebenan über dem Bach, wo einst die alte Säge stand. Ich habe die Befürchtung, dass meine Herren Söhne und Töchter auch uns leicht beneiden für diesen Wechsel, weil das wird wirklich super schön. Aber das hat er wieder konzipiert von A bis Z. Und also ich mag es sonst nicht, aber das hat er hervorragend gemacht. Die Brücknerschen Graugänse dürfen sich schon mal freuen auf ihre neue Nachbarschaft am Bach. Und wir sind gespannt, welche Wechsel die alte Mühle noch erlebt. Was die nächste Generation macht, da hat der Max und ich sind wir einer Meinung, das liegt nicht mehr in unserer Hand. Wir müssen lernen, dass wir uns zurücknehmen. Ich hoffe, dass ich das kann, weil es hängt halt viel Herzblut dran. Aber ich habe nicht den Gedanken, ich mache das jetzt für eine andere Generation. Sondern ich mache das, weil ich es gerade ziemlich cool finde und weil ich mich da austoben kann. Was dann einmal ist, das weiß ich nicht. Schauen wir mal. Vielleicht wird die Mühle ja irgendwann wieder in Betrieb genommen. Wie auch immer. Im verträumten Chiemseer Hinterland hat Familie Brückner einem alten Haus neues Leben eingehaucht. Ihr Beispiel zeigt, dass man mit Fantasie, handwerklichem Geschick, Mut und Teamgeist nicht nur ein Stück Heimat retten, sondern auch selbst gestalten kann.